Wenn du nicht fleissig turnst und dein Gewicht nicht auf die andere Seite verleihst, wär ganz sicher nie etwas aus dir. Da hat sich der Tannenbaum zum ersten Mal so recht angeschaut. Von zoberst bis zunderst und das ringsherum. Dann hat er die anderen Tannen angeschaut und gesehen, ja wirklich, er allein war schief und krumm und hat erst noch auf der einen Seite fast eine Glatze gehabt. Da hat er sich geschämt und ist ganz traurig geworden. Wo der Fuchs am nächsten Tag auf Besuch kam, hat ihn der Tannenbaum gefragt: «Excuse, Herr Fuchs, Sie sind doch so entschieden. Könnten Sie mir helfen, mein Gewicht auf die andere Seite zu verlegen, oder wie man dem sagt, dass ich nicht mehr so schief wäre?» Ja, ja, selbstverständlich kann ich das. Ja, das ist für mich eine Kleinigkeit. Da fangen wir gerade an, das haben wir in einem Schnutz. Der Fuchs hat seinen schönen, buschigen Schwanz um den Stamm vom Baum herumgewickelt, hat seine Pfoten fest auf den Boden gestellt und so lang gezogen, bis es gerade und aufrecht dagestanden ist. Aber natürlich hätte der Fuchs nicht den ganzen Tag so dastehen. Er hat schliesslich noch anderes zu tun gehabt.